Und wieder einmal begrüße ich euch herzlichst zu der mittlerweile, denke ich mal, 14. Folge von Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator, dem Online-Spiel, das leider schon in etwa knapp 2 Stunden, schätze ich mal, so grob geschätzt, die Server abstellen dürfte und somit dieser Dienst beendet und man kann dann nie wieder dieses Spiel spielen. Leider, so ist es manchmal. Wenn die Entwickler oder halt die zuständigen Personen das Gefühl haben, das Ganze rendiert sich nicht mehr und so weiter und so fort und man müsse das halt einstellen, nicht wahr? Naja, aber wir machen noch das Beste daraus und das bedeutet für uns, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und zwar wird diese Folge hier vermutlich eine Überlänge-Folge, weil ich will noch ein kleines Special daraus machen und das heißt, ich werde nochmal gegen die 3 besten Duellanten hier antreten, das heißt gegen Yami Yugi, gegen Jaden Yuki und gegen Yusei Food und das alles in nur einer einzigen Folge. Also dann. Es wird Zeit für 3 Duelle. Natürlich will ich beginnen. Jetzt habe ich das Problem, ich habe 5 Decks, es könnte also ein bisschen eng werden hier mit dem Entscheiden, aber gut, ich habe jetzt 2 Maschinendeck, was sehr oft genommen, dann Finstere Weltdeck, Synchro, Kristall und Exodia ist fällig. Und denke mal, Exodia passt besser zu Jaden zu Yugi meine ich, wegen der Generation und so. Also das ist die erste Generation, das zweite und das hier die dritte. Deshalb nehme ich jetzt mal hier im Kampf gegen Yugi wieder mal das Exodia-Deck. Im Irrglauben, ich würde gewinnen. Im Irrglauben vermutlich. Aber gut, mal sehen. Yugi, was machst du? Nimmst du? Egal. Ich verliere eh immer. Ist doch meistens so, dass ich verliere. Komm schon, komm schon. Alter, nimmst du jetzt Steine, nehme ich halt Papier. Ha, ich habe ihn ausgetrickst, das gibt's doch nicht. Okay. Exodia-Deck, mal schauen. Böse anschauen. Gegner ernst nehmen. Gegen den König der Spiele. Es wird Zeit für ein... Scheiße. Für ein Duell! Und ich bin am Zug und ich ziehe... Oh. Okay. Könnte lustig werden. Ich nehme mal eine Karte hier. Brauche ich nicht. Dann wird es Zeit für Geschäfte mit der finsteren Welt zu machen. Ja, manchmal muss das sein. Heute wünsche ich es eigentlich nicht. Und jetzt setze ich ein Monster verdeckten Verteidigungsmodus und noch eine Karte verdeckt Yugi. Das war's dann aber auch schon. Du bist dran. Was wird er wohl tun? Wie denkt er, kann er mich besiegen? Ja, so schon mal nicht. Das kann ich ihm versichern. Natürlich möchte ich das aktivieren, für den Fall der Fälle, dass ich irgendwie eine Karte ziehen würde, die ich sonst mit Sangan auch holen könnte. Mir so nicht ins Messer zu schneiden, nicht wahr? In sein Fleisch zu schneiden, okay, das geht noch. Sangan, okay, Sangan. Welches Monster hole ich? Theoretisch kann ich ein Exodia-Teil holen, zum Beispiel Exodias Kopf. Wobei Exodias Kopf ist natürlich ein bisschen sehr gewagt, wegen Kartenzerstörung und so. Da ist diese Karte doch schon viel besser. Der Verwandlungskrug. Oh yes. Und hier im Hintergrund sieht man auch noch schön, hier auf der linken Seite Seto, beziehungsweise sein Vorfahre, hier Yugi, beziehungsweise halt Yami oder Artem damals. Und hier das Millenniums-Puzzle. Alles klar, jetzt mache ich, was mache ich? Goblin könnte ich machen, bringt aber jetzt nicht so viel, wenn ich sowieso gleich den spiele. Deshalb den kurz hier. Zweimal verdeckt. Na, wird das, muss ich die offensiv spielen? Ich hoffe nicht. Ein Monster verdeckt, 2 Karten verdeckt und das war's für mich. Du bist dran, Pharao. Ich rufe ausgebildeter keltischer Wächter. Und jetzt greife ich mit ihm an. Gazelle, Angriff! Mensch, Yugi, man schreit nicht so.
Haha, Effekt. Kannst du dein Monster verabschieden? Monster von den Karten. Auf deiner Hand. Fusionskarte gleich zweimal, ja klar. Nicht so übel, könnte schlimmer sein. Kommt ganz drauf an, was ich gleich ziehen werde. Direkter Angriff. Nee, muss das sein? Komm schon. Bitte nicht, sei ganz lieb. Ja. So viel zu lieb sein. Yugi, du bist ein Vollspacken. Fusion. Och nö. Ruft jetzt etwa? Nö, oder? Er ruft Chimera, die mystische Bestie. Alter Schwede. Das Monster ist doch viel zu krass, Mann. Das hat doch 2100 Angriffspunkte. Boah, ist das krass, ey. Ja, wirklich. Ist doch voll krass. Naja, zumindest sieht es krass aus. Meinst du mit 2 Köpfen und so und 2 Flügeln? Sieht doch ganz schön krass aus. Mein Zug mit Uferschildkröte stört mich nicht besonders. Ich setze sowieso gleich Kernzerstörung ein und dann geht's langsam richtig zur Sache, Freunde. Aber erstmal Donnerdrache-Fähigkeit aktivieren. Das gibt 2 neue Donnerdrachen auf die Hand. Hand. Und jetzt. Je nachdem schon, könnte es was bringen. Emporkömmling der Goblins. Oh, das bringt's richtig, Freunde. Dann den kann ich nachher auch spielen. Sehr schön. Den kann gar nicht auch spielen. Ja, das ist da der Lottere oftmals. So, Emporkömmling Goblin. Zum 2. Mal. Vielleicht zum 3. Mal? WTF, na egal. Das kann mir ja nur nützen. Ja, Yugi grinst ein bisschen, weil er so viele Lebenspunkte hat, aber das ist mir scheißegal. Mehr oder weniger. Mehr weniger als mir, aber egal. Jetzt Darkhold. Tschüss. Nein, meine Monster, alle futsch. Aber eins kam zurück. Ach du Scheiße. Garcelle, der König der mystischen Bestien. Ist zurück, um Ärger zu machen, doch das kann er sich gleich abschminken mit seinen läppischen 1500 Angriffspunkten, hat er keine Chance gegen meine magische Bibliothek. Und trotzdem, dass ich so schön fröhlich bin, diese Karte noch verdeckt. Und jetzt wird es Zeit für 4 neue Karten. Komm schon, komm schon. 4 bei mir und 2 bei ihm. Maki hat er da. Gut, gut, sehr schön. Sehr gut, sehr schön. Hier haben wir noch einen im Friedhof, ist auch sehr nice. Ohne Scheiß. Und somit war's das für meinen Zug. Yeah, yeah. Wir sind auf der Siegesstraße, Freunde. Bis jetzt. Denn ihr wisst ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja gut, ich glaube, hier könnte es vielleicht doch. Oh. Nee, oder? Nein, nein, nicht die Karte. Bist du des Wahnsinns? Du altes Arsch mit Ohren. Du altes Arschgesicht mit ja, mit Ohren. Altes Arschgesicht mit Ohren. Altes Ohrgesicht mit Arsch, so herum, das ist glaube ich besser. Jetzt verarscht mich aber komplett, oder? Was macht er da? Tschüss. Der hat einfach ein Monster erobert. Ich glaube wohl, es hackt. Na, warte, Kleiner. Ja, schön. Gib mir Punkte zurück. Danke. Ja, auf der Träger natürlich die Frage, welche Karte nehme ich dafür wieder zurück, oder? Das ist immer so eine gute Frage. Den nicht, den brauche ich gleich wieder. Sangan ist immer gut. Rechter Arm auch, wenn ich es mal so betrachte. Könnte zwar auch nach hinten losgehen. Wenn ich es so mache, sowieso. Was mache ich hier? Hilfe, bin ich blöd. Bin ich zwar auch, aber diesmal eigentlich nicht. So, jetzt noch schnell die hier.
Ich hoffe, die Strategie geht auf, weil sonst gehe ich weinen. Gehe ich weinen. 5 Karten zurück in mein Deck. Verbotene Karten, ja, und ich darf keine spielen, oder wie? Yes, yes, yes. Noch ein Teil der Exodia. Und gleich kommt. Ja, gleich kommt noch ein anderes Monster zurück. Mein Baumfrosch. Der kleine Froschi, der freut sich schon, zurück zu sein im Duell. Zum ersten Mal in diesem Duell auf dem Feld zu stehen oder zu watscheln, wie auch immer. Wie ein kleiner fliegender Frosch mit einem, ja, Verband auf dem Bauch. Nö, oder? Jetzt müssen wir verarschen. Ohne mich, ey. Hättest du wohl gerne, was? Meh. Ich hab dich ausgetrickst. Arsch. Urge sich mit Arsch. Ja, den Spruch kannst du mir wieder bringen. Ja, versuch's doch. Und bam. Er kommt nicht gegen Maschinen an. Der kleine Gasel, König der mystischen Bestien, ja, von wegen. König der Loser von Volea. So, Donnerdrache. Ah, es läuft perfekt, Freunde. Das ist doch super. Baumfrosch. Komm zurück, Froschilein. Verteidigungsmodus. Defense Mode. Tja, Yuki, ich habe alles geplant, Kumpel. Ich habe alles geplant, du hast keine Chance. Jetzt Punkte her. Ich will 1000 Lebenspunkte, Alter. Ja, geht doch. Ach, Yugi ist sowas von im Arsch. Er ist sowas von im Arsch. Und jetzt. So hin. Genau. Effekt aktivieren des Donnerdrachens. 2 neue Drachen, bitteschön. Ja, nochmal einen. Und sehr schön. So, noch kurz ein paar Zauberkarten gespielt. Es war ein bisschen selten dämlich, dass jetzt die magische Bibliothek auf seiner Seite ist, aber was willst du machen? Geht nicht anders. 12 Karten noch und 2 Exodia-Teile drin. Und ich aktiviere die nächste Tool-Inhaltsverzeichnis Zauberkarte. Und damit waren es nur noch 11 Karten im Deck. Jetzt mal kurz schauen. Ja, den setze ich noch. Falls er so blöd ist, nochmal anzugreifen. Und jetzt kann ich mal kurz, ich habe sowieso keine Zauberkarte mehr, die ich damit rufen könnte. Rufen. Ja, rufen vor allem. Nee, spielen könnte man natürlich. Da habe ich ja keine mehr im Deck. Effekt aktivieren. Das ist mein Effekt, du Arsch. Du urgest dich mit Arsch. Ja gut, jetzt langsam langatmig, hä? Und langweilig. Und langweilig. Und langweilig. Sehr langweilig. Ach du Scheibenkleister. Nein. Nein. Puh. Hä? Achso, er kann gar nicht angreifen. Ich habe ganz vergessen, er kann nicht angreifen. Er darf nicht angreifen. Hey, Glück gehabt. Wie, was, wo? Ja, natürlich. Was stellst du denn? So eine blöde Frage. So, das Problem ist aber, Cyber Phoenix Effekt funktioniert nur, wenn er vor allem offen auf dem Feld liegt. Wegen zusätzlicher Karte ziehen und so. Zusätzlicher Karte ziehen, genau. Und deshalb switche ich jetzt. Ich weiß, ich kriege zwar 1300 Punkte Schaden, aber das Risiko muss ich leider auf mich nehmen. Denn wenn ich Glück habe, kann ich es bereits im nächsten Zug beendet haben, das Duell. Noch 10 Karten, Freunde, noch 10. Und das Duell ist vorbei und die ersten 15 Minuten auch schon bereits. Also Yugi, streng dich mal ein bisschen an, Alter. Streng dich an. Muss das sein? Du gehst mir sowas von auf die Klöten, Alter. Los! Beauftragte der Dämonen. Wie Yugi immer so schön im Anime sagt. Autsch. Das ging mal voll daneben. Aber nicht ganz, denn sein besonderer Effekt
Nein, noch nicht ganz. Scheiße. Greif an, mein Riesensteinsoldat. Einfach so. Ja, man, das klingt immer wieder gut. So klingt immer wieder gut. Backup-Soldat bringt mir jetzt gar nicht in diesem Fall. Weil ich halt keine normalen Monster im Friedhof mehr habe. Aber egal. Das nächste Exodia-Teil gehört mir. Mensch, muss mal langsam aufhören, nach 5 Stunden Aufnahme ihm noch aufzunehmen. Und vor allem zusätzlich noch nach nur 6 Stunden Schlaf. Das, ja. Da merkt man es leider an der Stimme, an der Sprechgeschwindigkeit. Da muss das sein. Wobei, das könnte ja klappen. Das ist Stufe 1 und ich nach mit Backup-Soldat zurück. Füge deiner Hand bis zu 3 Nicht-Effekt-Monster. Es geht sogar auf. Hey, ist das geil, es geht sogar auf. Oh. Achso. Das stimmt von immer. Ja, das geht so auf. Das könnte klappen, das könnte klappen. Jetzt mal kurz den da abwerfen. Und dann. Nicht von da, vom Deck, genau. Das linke Bein der Verbotenen. Ja, Yugi, ich bin verzweifelt. Du hast sowieso schon gewonnen. Da kann ich auch meine Exodus-Teil auf das Feld werfen. Ja, ist kein Problem. Greif sie nur an. Ich habe sowieso schon verloren. Grins. Noch die Karte hier verdeckt. Sicherheitshalber den noch. Verteidigungsmodus. Man weiß ja nie, nicht wahr? Man weiß leider nie. So, Leute. Gleich ist es vorbei. Außer natürlich, Yugi vernichtet jetzt meine verdeckte Karte. Dann bin ich am Arsch. Dann bin ich am Arsch. Nö. Er vernichtet meine Karte nicht. Dieser dämliche Vollspacken. Das linke Bein. Zerstört. Für immer und ewig. Gucke mal, was das Schöne für dich habe, Yugi. Du Trottel. Das linke Bein der Exodia ist wieder meins. Und damit alle 5 Teile auf der Hand. It's over. Genau, es ist vorbei. Cool, oder? Ah, ich habe verloren. Scheiße. Ja, Yugi, du hast verloren. Und damit der erste von 3 Gegnern für dieses Special hier. Der nächste ist Jaden Yuki. War ein Duell mit dem Federauswahl offen, Alter. Schön zu hören. Und zwar 2. Generation, also das Kristallungeheuer-Deck. Und los geht's. Das ging ja mal voll daneben. Na, warte. Man kennt es ja. Oh, Kristallüberfluss bereits. Jetzt schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann was werden, dass ich starten ist gar nicht mal so übel. 5 Karten und 5 gute Karten. Oh. Na gut, Sparkman ist jetzt nicht so ein Hindernis. Den schaffe ich schon noch. Die verdeckte Karte vielleicht auch noch. Wer weiß. Könnte ja sein, nicht wahr? Oh, 2 verdeckte Karten, wohl eher nicht so. Ja, dieser Mucke mal wieder. Die Insel der Duellakademie im Hintergrund und ich kann schon bald den Überfluss aktivieren, geil. Aber, jetzt setze ich erstmal eine Karte verdeckt, das ist ein Monsterverteidigungsmodus und das war's für mich, Jaden. Du bist dran, Alter. Ja, versuch doch mal. Mein Monster zuschlagen. Oh. Ja, ich fürchte, das dürfte nicht so schwierig sein für ihn, oder? Was denkt ihr, Freunde? Hallo Jaden, du, ich fände es nicht so... Nee, das ist nicht so eine gute Idee, Alter. Können Sie es bitte lassen, weil das tut, glaube ich, ziemlich weh. Und zwar für dich. Aber er wollte nicht hören. Und noch eine Karte verdeckt. Ja, natürlich. Was auch sonst, oder? Er kann ja nichts anderes. Oh, Robinka Funkel. Hallo, süßes Kätzchen. Mietz.
Ring frei für Topaz-Tiger. Mit der Kralle auf dem Kopf. Wohlgemerkt. Alles klar, Topaz-Tiger, greif an. Mit der Topaz-Kralle, yeah. Schlitz ihn auf, wenn es geht, irgendwie. Wäre vielleicht ganz nett. Ja, okay. Ich hole dich ja schon zurück, Kätzchen, keine Sorge. 4 Stück brauche ich gut. 4 Stück brauche ich nicht, 4 Stück. 4 Stücke, ich brauche 4 Stücke. Jetzt müsste ich noch Bernstein, Mammut und Saphir Pegasus rufen. Und ein Monster im Verteidigungsmodus. Na Alter, was sagst du? Ziemlich viel. Ich frage mich jetzt gerade wegen der Karte hier. Beschwöre dann so viele Kristallungeheuer als Spezialbeschwörung von einem Friedhof wie möglich bis zur Anzahl der Karten eines Gegners, die durch den Effekt dieser Karte auf den Friedhof gelegt wurden. Also nicht nur Monsterkarten, nee, alle Karten. Ist das geil oder ist das geil? Das ist sogar sehr geil. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, welcome to Antike Stadt, Asian City Rainbow Ruins. In Englisch. Oder halt einfach Antike Stadt Regenbogenruine. So, ganz schnell noch gesagt. Dann, was mache ich hier? Und jetzt Saphir Pegasus. Yes. Dann rufe ich mal. Wen rufe ich jetzt mal? Ich habe so viel Auswahl. Zu viel. Amethyst-Katze, Koboldadler. Die sind sowieso eher selten. Also, komm herbei, Koboldadler. 4 Monster. Könnte ich dann das und dann wäre es scheiße. Ja, wegen 3 Karten, also einfach nur 3 Monster zu rufen, ist schon ein bisschen heikel, um ehrlich zu sein. Ja, ist ein bisschen wenig. Ein bisschen zu wenig. Kristallüberfluss im Überfluss. Nee, zum Glück nicht. Aber ich schätze trotzdem, Kristallüberfluss wird dieses Duell hier beenden. Und natürlich zu meinem Gunsten. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Bin ich sicher. Ja, jetzt immer noch. Keine Sorge. Es wird ein bisschen wehtun, aber es geht schon. Halbieren bitte. Bin ich blöd. Nein, hätte nachher aktivieren sollen, nicht Trottel. Weil nachher greift der Clayman alleine an. Wieso hat er es nicht abgemacht? Wieso nicht? So schnell gedrückt. Und jetzt ist auch Smaragd-Schildkröte fällig. Leider. Kleine Schildkröte. Komm zurück. Zurück in meine Zauber- und Fallenkartenzone. Muss das sein, Jane? Wir können über alles verhandeln. Komm schon, nein. Autsch. Und immer kommt der mit diesen harten Viechern. Hey, Alter, steht mal so ein Hieb von dem da und das La Vista. Der ist locker doppelt mal so groß wie ich. Oh. Hallo, Regenbogendrache. Lange nicht mehr gesehen. Und Alter, wie geht's so? Schönes Wetter, nicht wahr? Na, egal. Nein, ich hätte... Sorry, ich wollte zuerst eine Karte ziehen. Ich war zu schnell. Ja. Aber ist egal. Alles ist egal. Wenn alles funktioniert, hole ich bald den Regenbogendrachen auf das Feld. Yes. Alle meine Monster im Angriffsmodus, den ich mal bitten dürfte. Yeah. So. Kristall Pegasus. Und jetzt noch die Amethyst-Katze. Und schon habe ich alle 7 Kristallungeheuer auf dem Feld und in der Hand. Reicht das schon? Nö, wieso nicht? Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer von einer Hand, solange du 7 Monster, lass mich raten, auf dem Feld oder auf dem Friedhof hast, ein Türloch. Ja, was soll's. Hallo, Bernstein Mammut ist in the house oder on the field, ist doch scheißegal, nur noch nicht.
Später vielleicht. Und jetzt, Vereinigte Allianz, der Kristallungeheuer greift an. Bernstein Power. Tja, Freunde, da sieht man es mal wieder. Auch schwache Monster können richtig zuschlagen. Mit der richtigen Unterstützung natürlich. Richtige Unterstützung, genau. Koboldadler, schwing die Flügel. Sturzflug. Und jetzt Saphir Pegasus, Angriff mit Saphir Power. Super duper Megahorn. Meisterschuppe, ja. Au. Und bald ist es vorbei. Es reicht ja noch nicht ganz. Das tut mir leid. Topaz-Tiger. Und jetzt Smaragd-Schildkröte. Du bist eine Schildkröte. Tja, Freunde, so schnell geht das. Hey, alter Schwede, der hatte 8000 Punkte. Ursprünglich mal. Ursprünglich waren es mal 8000. Bald hat er null. Die alte Flasche. Monsterverteidigungsmodus, du Arsch. So, das war's. Ja, was soll er auch sonst machen? Er hat ja kaum noch Karten. So, Leute, beenden wir auch das zweite Duell, das viel schneller ging als erwartet, aber hey. Wer hat schon eine Chance gegen die übermächtigen Wacht? Der Kristallungeheuer. Also. Topaz-Tiger, greif an mit Schneidezahn des Topaz. Schneidestirnzahn wohl eher. Der Wildheart, das wilde Herz wurde aufgeschlitzt an einer wilden Bestie. Egal. Wer übernimmt's? Wer will? Wer hat noch nicht? Saphir Pegasus. Alles für den Sieg. Genau, Michael, du sagst es. Saphir Stoßhorn. Nein! Und das war's mit dem zweiten Duell. Yes! Jetzt fehlt nur noch der letzte. Das war ein Glückstag, ja, dann schon. Yusei ist der letzte, der fällig ist. Duell beginnen. Oh ja, und sowas von. Es ist Zeit für die Rückkehr des Synchrodecks. Wir wählen, er wählt, ich wähle. Noch einmal und ich gewinne. Und er fängt an. Das letzte Duell, Freunde. Es ist soweit. Möge das Duell, das letzte Duell, hier bei Duel Accelerator, beginnen! Was zum Henker ist das für eine Starthand, hey? Alter Schwede, da war ich echt geschockt, Freunde. Ja, schön, nicht schön, noch schöner, egal. Captain, ich brauche dich. Scheiße, das ist eine miese Hand. Und der Captain holt Verstärkung, oh ja. Und somit betritt die Riesenbazille das Feld. Der Virus ist on the field. So, dann wird mal kurz angegriffen und zwar Stachelschraubenigel. Hasta la vista, Baby. Ich habe keine Ahnung, wieso er nicht irgendwie so ein Monster wie, was gibt's eigentlich, Turbosynchron und so gerufen hat. Keinen blassen Schimmer. Aber gut, er muss es ja wissen. Turbokrieger? Ne, Quatsch, Nitro-Synchron wär's. Nicht Turbo
Nitro-Krieger, nicht Turbo-Krieger, Mensch. So, herum mit dem Schuh raus. Ja, was mache ich dann Schönes? Ich will mal sagen, ich setze mal die Karte verdeckt, weil ich so lustig drauf bin, auch noch die Karte. Ein bisschen zauberhastig, ich weiß. Aber er weiß ja nicht, von daher ist das kein Problem, Freunde. So, Zug beendet. Na, Yusei, kriegst du Angst? Hast du Schiss? Bist du verwirrt? Verwirrt schon. Gut, ich auch. Da haben wir zweimal was gemeinsam. Oh. Ja, du bist sehr nett wie immer. Das lass ich nicht zu, Alter. Das kann's nicht bringen. Ich brauche meine Bazille. Meine tägliche Dosis. Tägliche Dosis Bazillen. Ja. Weg damit. Und damit ist der Captain weg. Tja, c'est la vie, sag ich das nur. Och nö. Muss das sein? Ach du grüne Neune. Nicht nur mittlerweile das Mikrofon, das Headset vom Kopf fällt, nö, er ruft dann noch mit in den Nitro-Krieger. Nicht nur das Headset, das mir vom Kopf fällt, sondern auch noch der Nitro-Krieger. Na super. Jo, das wird lustig, Freunde. Natürlich möchte ich das, was soll ich auch sonst möchten? Mögen. Was sollte ich auch sonst wollen? Klingt vermutlich ein bisschen besser und. Synchron uns immer was. Oh. Autsch. Das tut doch weh. Also mir zumindest. Und ihm jetzt auch. Du bist selber schuld, du hörst die Musik und weißt, du bist selber schuld. So, mein Zug. Ich habe nur miese Karten auf der Hand. Alter Schwede, das darf ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. 3 Karten verdeckt, Alter. Mach das mal nach. Und... Zug beendet. Du bist dran. Krüppelsynchronisierer, ich brauch dich. Wo bist du? Der könnte mir jetzt echt einen Arsch retten. Ja, so schon mal nicht. Nein, danke schön. Hier nichts. Ach, ein anderes Mal. Oh, Menschenskind, diese Karten immer. Immer wollen sie aktiviert werden, ist doch nicht zu fassen. Gerümpelsynchronisierer. Da kann ich leider nichts machen. Und 500 Punkte Schaden. Autsch. Autschi, Autschi. Ja, er greift mich direkt an, aber es wird nicht viel bringen. Nicht dank dieser Karte hier. Sakure zu Rüstung. Kacke. Und das war der Nitro-Krieger. Ups, das ist der Max-Krieger. Der maximal powered Krieger. Au, au, au und nochmals au. Ja, das ist gute Rat teuer. Herz der Karten. Bitte, ich brauch dich. Ja. So viel zum Herz der Karten. Aufgeschlagen. Aufschlagen ist mir egal. Monster-Reanimation wäre jetzt was. Mensch. Mensch. Immer diese Menschen. Und dann noch 3 Karten auf der Hand. Ich krieg die Motten, ey. Wird das vielleicht meine erste Niederlage? Bitte nicht. Ich will nicht verlieren. Ganz toll, 2 Empfänger auf dem Feld.
hat 2 Empfänger auf dem Feld und ich habe keinen. Ich bräuchte aber einen. Ah, komm schon jetzt der Karten. Ich brauch dich, ich brauch dich. Cyberdrache. Energieriese. Ach nee, der geht gar nicht. Oder irgendwie Zauberkarte, was weiß ich. Empfängermonster. Mir wäre alles recht. Nur das hier ist mir gar nicht recht. Autsch. Und er grinst wie ein Honigkuchenpferd, Alter. Ja, mach doch, was du willst. Es bringt dir doch sowieso nichts. Der mystische Weltraum-Taifun. Taifun. Tja. So viel dazu. Damit ist mein Spielzug beendet. Und wie geht's weiter? Vom Regen in die Traufe. Wortwörtlich. Das gibt's ja einfach nicht. Ich meine, klar macht das Spiel sich schon gut und so in dieser Situation. Nur halt hat mir etwas Besseres erhofft, um auch mal vielleicht anzugreifen zu können. Wäre vielleicht nicht mal so schlecht, ab und zu auch mal anzugreifen. Oder sonst mal irgendwie eine Combo auszuspielen, eine Synchrobeschwörung und. Ich meine, es gäbe so viele Möglichkeiten. Fast schon zu viele. Und hasta la vista. Yusei Fudo. Denn damit sind deine Synchros. Deine Empfängergeschichte. Ja, toll. Hat ein leeres Feld. Ein fast leeres Feld. 4000 Lebenspunkte mehr als ich. Es wird lustig. Jetzt kommt. Das geht's nicht, das geht's nicht. Mann, nee, wieso kommt so eine Scheißkarte hier? Zug beendet, also ich habe heute überhaupt kein Glück mit dem Deck, mit dem Synchro-Deck. Nö, das geht den Bach ab. Das geht sowas von den Bach ab. Okay. Seltsames Duell. Moment mal kurz. Ah, mein Ohr, Hilfe. Ah, das Headset, ja. Und? Sag mal, ist heute Tag der Fallenkarten oder was ist los? Hey, ich habe mittlerweile alle Fallenkarten vom Deck schon bereits gezogen. Das gibt's doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, das sind langsam alle Fallenkarten. Leck mir doch ein Schöpli, hey. Monster, wo seid ihr? Habt ihr auch verkrochen? Seid ihr schon im Winterschlaf? Habt ihr Ferien? Was ist los? Ja, okay, bei mir sieht es etwa ähnlich aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, mein Zug. Na, endlich mal, Menschenskind, ey. Oh. Von deiner Hand auf den Friedhof legen. Mhm. Hand? Hand? Wo bist du, Hand? Da schüttle ich vor lauter Verzweiflung nur den Kopf, ey, ganz ehrlich. Das kannst du nicht mehr aussprechen. Das ist einfach nur noch ein schlechter Scherz. Das hier aber auch. Geht nicht, zu wenig Punkte. Oh. Ja gut, er wird jetzt doch, er wird. Ich dachte, er wird wohl kaum mich mit dem schwachen Monster angreifen wollen, aber er macht es trotzdem. Bist du einer von allen guten Geistern verlassen, Jaden? Jaden sagt er schon, Yusei. Mit einem Monster mit 700 Angriffspunkten. Der hatte doch nicht mehr alle. Hier hast du's. Stufe 5 Empfänger. Ja, super. Hast du toll gemacht, Yusei. Jetzt sind einfach unsere beiden Monster futsch. Toll, du bist ein 1A-Duellant, ehrlich. Und 1A-Freund, und er ist mir überhaupt nichts. Jetzt reicht's aber. Kann doch eine verarschen, wer bin ich denn? Ich bin jemand, der den Energieriesen spielt. Ja, du hast richtig gehört, Yusei. Hier kommt
Energy Giant, Power Giant. Ja, okay, Energy Giant klingt auch ein bisschen dämlich. Power Giant, yeah, Mann. Mit 2200 Punkten, stärker als jeder Cyberdrache. Oh, oh, shit. Wenn er jetzt mystischer, gut, zum Glück nicht. Oder wenn er jetzt zum Beispiel magischer Zylinder gespielt hätte, dann hätte ich auch ein Problem gehabt. Ja gut, das wäre auch ein bisschen extra fies gewesen, nicht wahr? Aber egal. Zug ist beendet. Menschenskind will Synchrobeschwörung machen. Ist das denn so schwer? Ist das so viel verlangt? Synchro. Das ist ein Synchro-Deck und kein Energieriesendeck. Ja, offenbar schon. Das Opfer, das kann ich nicht zulassen. Das geht nicht. Ich muss es riskieren. Feierliches Urteil. Und damit negiere ich deinen Effekt. Und der Energieriese bleibt bei mir. Lass mich raten, du hast... Ups, doch nicht. Hä? Seltsam. Ich dachte, er hätte vielleicht Energieriese. Irgendwie Riesenkrieger so, oder... Wie hieß das schon wieder? Na egal, irgendwie so ein Riesenkrieger auf der Hand, aber auch nicht. Ist schon crazy. Ein bisschen crazy. Na toll, ist aber keine Karte mehr. Wenn er jetzt wirklich magischer Zylinder spielt, dann gute Nacht, Freunde. Da muss ich nochmal gegen den antreten. Klopf, klopf, klopf. Oh. Oh Mann, ey. Ich habe doch so viele Monster im Deck, die Empfänger sind und Stufe 3 haben. Die bräuchte ich jetzt. Stufe 3 vor allem. Ich habe Stufe 2 hier. Ups. Ja, da geht sowieso nicht. Na gut, was soll's, beenden wir's. Mann, oh. Ich wollte eine coole Synchrobeschwörung machen, dann geht alles in die Hose. Oder habe ich hier eigentlich gar keinen Cybercrew oder so im Deck? Mit dem ich einfach mal ganz schnell 5 neue Karten ziehen könnte? Na, offenbar nicht. Scheinbar nicht. Ja, eine Variante, aber eine schlechte Variante. Zumindest gerade in dieser Situation. Energieriese, greif an und beende nochmal dieses dämliche Duell, hey. Das letzte Duell war noch so cool gegen Jaden. Auch das erste gegen Yugi war noch einigermaßen spannend, aber das hier gegen Yusei, das ist ja wohl unterste Kanone. Unterste Schublade, das kannst du kein Mann tun. Ja, also würde mich nicht wundern, wenn es jetzt Daumen runter regnen würde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Hater-Kommentar und alles Wüste noch dazu. Ich setze ein Monster. Ja. Was du nicht alles setzt. So, und... Baumfrosch. Was will ich mit dem Baumfrosch? Verarsch mich nicht. Hast du gehört? Du da, genau du. Eine Kopf-an-Kopf-Rennen, 1500 Lebenspunkte gegen 1300. Wer wird bestehen bei diesem epischen Duell? Zwischen Energieriese und Felsbrockenkrieger. Wie sieht der bescheuert aus? Und der sieht aus wie eine Spielzeugfigur. Tja. Jedem das seine, nicht wahr? Jedem das seine. Wird langsam langweilig, oder? Oh. Ich habe zu früh gegähnt. Max Krieger, glaube ich eher weniger, dass der mir gefährlich werden könnte. Er könnte zwar, nö, könnte er nicht. Er will nicht, ich dachte, er könnte vielleicht seine Punkte steigen und so mein Monster auch noch vernichten, aber nö, er will nicht. Und endlich habe ich mal den hier, ich habe ihn, ja, er ist da. Er ist da und so jeder Tat bereit. Woher ich den Spruch kenne, ich weiß es auch nicht mehr. Oder schneit, hä, was? Woher zum Teufel habe ich jetzt plötzlich diesen Song im Kopf? Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Natürlich, ein alter Kindheitssong. Also, Song, eher ein Anime. Hamtaro, kennen welche von euch den noch? Dieser kleine, nette Hamster. Ja, also noch zu meiner Kinderzeit und so. Also Kinder, Jugend, so Anfangszeit. Ich habe zwar eher selten geschaut, aber der Song, der blieb mir irgendwie im Gedächtnis. Der hatte zumindest so einen coolen Rhythmus. So. Und Tschüssikowski, es ist vorbei.
1300. Stimmt genau. Und damit, liebe Freunde, hat es sich fertig duelliert bei Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator. Yes. 22:5. Naja, geht ja eigentlich noch. Mehr oder weniger. Boah, ich kann nicht glauben, wie konnte das? Scheiße. Ja, Yusei. Ich finde es ja auch schade zum einen halt, dass wir in diesem Duell relativ wenig Synchro-Power gesehen haben. Nur von dir eine, von mir gar keine. Und zum anderen halt, dass jetzt der Dienst in etwa knapp einer Stunde eingestellt wird. Sehr schade, ich weiß, aber was willst du machen? Was man noch machen könnte, so am Schluss sind, um euch noch etwas die Zeit zu versüßen, ist natürlich noch die paar anderen Funktionen zu zeigen, die dieses Spiel noch in sich hat. Und zwar hier bei Blister kann man, abgesehen davon, dass man halt Karten kaufen kann, kann man auch noch Packs erwerben. Also eben halt, wie gesagt, die einzelnen Karten Packs halt. Da heißt ja, man sieht schon genügend Booster Pass Points, sind die da oben. Ich habe gerade noch einen, man braucht aber 15 für so einen Booster Pass. Und in so einer Karte, die man kaufen konnte, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, gab es jeweils 30 Booster Points und das für etwa 5 Euro, ne? 3 bis 5 Euro jeweils. Heißt also, war nicht ganz günstig, sich da für jeweils halt 2 Booster Packs da 3 bis 5 Euro ausgeben zu müssen. Ja, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ich denke mal, das wird auch ein Grund gewesen sein, wieso es dann das Ganze am Schluss nicht mehr rendiert hat und der Dienst von Yu-Gi-Oh! Online Duel Accelerator eingestellt werden musste. Hier gibt es sonst auch die genannten Boxen halt, oder Structure Decks, gibt es ja auch im Real Life. Nur sind die halt noch um einiges teurer. Alter Schwede, alter Schweizer Gauder, wie auch immer, ist egal. Jeder Alte wird hier sagen, was? So teuer, ist ja kaum zu glauben. Ja, aber wohl wahr. 90 Booster, das heißt 3 solche Karten, die man halt im Laden kaufen konnte, also sprich so um die 10 Euro für so ein Structure Pack. Das Structure Deck natürlich auch, ich schätze mal, relativ dem Preis angeglichen, was es auch im Real Life bei den Karten gibt. Und auch da sind sie schon, wie ich finde, sehr überteuert. Ansonsten gibt es noch die Funktion mit Kartentausch, das ist auch eine Option. Und zwar habe ich die in den letzten Monaten sehr oft verwendet, aber heißt Monate, vor allem in den letzten Wochen halt, um dann nach Karten zu suchen, die es vor allem bei Yu-Gi-Oh! Online 1 und 2 noch gab, die ich aber so vermisst habe, wie zum Beispiel noch die Exodia-Teile und halt auch sehr viele der verbotenen Karten, die man dann ja, eintauschen konnte. Voraussetzung dafür war, wie man hier sehen kann, 50 der eigenen Karten. Das muss man sich mal reinziehen. Man bekommt eine Karte, gibt dafür aber 50 ab. Okay, ich meine, man sieht da auch, ihr habt ja bereits über 3800 Karten jetzt noch. Ursprünglich waren es noch über 5000 Karten und viele davon waren halt sogenannte, wie hießen die früher noch, Common Cards oder halt solche Karten, die man gar nicht braucht, weil es schwache Monster sind, schwache Zauber, fallen wie auch immer. Und die hatte ich teilweise auch schon bis, ja, sagen wir mal, bis 10, 20 Stück. Was hier sonst noch gibt, ist halt die Option, um Karten zu leihen. 10 Karten für 30 Booster Pass Points für 3 Tage leihen, aber weil ich halt keine Booster Pass Points mehr hatte, konnte ich auch keine aktuellen Karten mehr leihen. Weil das Problem ist halt, Karten tauschen kann man zwar schon, aber nicht die aktuellen Decks, Packs, das geht nur bei älteren Karten. Halt noch aus der Zeit von Yu-Gi-Oh! Online 1 und 2. Ach, Freunde, Yu-Gi-Oh! Online 2, das waren noch Zeiten, das hätte ich euch gerne mal vorgestellt, weil das war echt cool, echt episch. Da konnte man auch mit seinem Avatar in der Spielewelt herumspazieren und mit anderen so direkt interagieren, das war auch cool. Hier sieht man sonst halt eine Option, halt die ganzen Kartendecks, wenn man so will, oder halt eine ganzen Kartensammlung, ist ein bisschen präzise ausgedrückt. Man sieht hier, ich habe 1976 verschiedene Karten von insgesamt 4768, 48, was halt einen Prozentsatz von 40% ausmacht. Ursprünglich noch bei Yu-Gi-Oh! Online 2, da braucht man erzählen, dass es damals sehr aktiv war, mit Top 10 in der Schweizer Liste und so. Und da hatte ich auch mal einen Kartenindex, also Kartenrate von über 70%. Das muss man sich mal reinziehen. Hey, ich habe hier bestimmt schon über Hunderte von Euros, jetzt mal umgerechnet. Gut, Schweizer Franken ist ungefähr gleich viel. Aber sicher schon Hunderte von Euros ausgegeben damals noch bei Online 2, um hier aktiv mitmischen zu können. Ja, Hobbys sind leider teuer. Nicht nur so Yu-Gi-Oh! Zocken, sondern halt auch Let's Playen. Oder vor allem Let's Playen. Wie auch immer, was gibt es sonst noch, sind halt sogenannte, ja, Stadien und sonst noch Einrichtungen, die es hier gibt. Die waren vor allem dazu da, halt für die ganzen Veranstaltungen wie Gunstlinger, Duelist Royale hießen diese Turniere. Waren auch ein bisschen speziell von den Regeln her.
Aber sonst noch ganz cool. Was hier allerdings ein Problem war, ist, dass diese ganzen Funktionen jetzt wie Stadion und Satellite, was da oben stand, die waren erst relativ spät verfügbar. Ja. Sonst hier halt noch das Deckbearbeitungsmenü, was man ja auch machen kann, was ich sonst noch zeigen kann, ist mein verbotenes Deck, was ich auch zusammengestellt habe, aber es leider nie benutzen konnte. Hier zum Beispiel haben wir das Cyber-Maschinendeck, das kennt ihr auch bereits, mit den ganzen, okay, das Seite ist eher ein bisschen schwach, gebe ich jetzt zu. Aber trotzdem ein bisschen aussortiert und so. Und hier sieht man auch, dass ich halt leider nur einen roten Apparat habe, leider nicht zwei. Naja, wie dem auch sei. Hier noch das Exodo-Deck im Überblick. Auch nicht gerade das Tollste, vor allem halt heutzutage mit den heutigen Karten, die es halt zur Auswahl gibt. Aber ich denke mal, für meine Verhältnisse war es gar nicht mal so übel. Das Finstere Weltdeck kennt ihr eigentlich auch schon ziemlich gut auswendig. Außer halt neue Karte da, noch aus Folge 13, also aus der letzten Folge. Damit der Anfang vom Ende. Nicht der finstere bewaffnete Drache, das Anfang vom Ende. Mauscursor, gehst du bitte mal rüber. Hallo. So, jetzt. Genau, der Anfang vom Ende. Aktiviert diese Karte nur, falls 7 oder mehr Monster ist. Egal, ihr kennt es bereits. Jetzt das Forbidden Deck. Aber das bringe ich erst am Schluss, weil es ist schon ein bisschen episch. Hier noch das Kristallungeheuer-Karten und Kristallungeheuer-Deck mit dem Regenbogendrachen und Hamon, Herr des Tosenden Donners, die man hier im Grunde genommen ziemlich gut spielen kann. Und ich so auch versucht habe, für euch interessant zu gestalten. Hamon, Herr des Tosenden Donners. Eigentlich ziemlich eines der einzigen, sag jetzt mal, da, ja, Ungeheuer-Karten, die man richtig gut spielen kann. Hier noch das, ja, das verbotene Deck, kann man beinahe sagen. Wenn man hier halt Unlimit einstellt, dann kann man so die ganzen Monster, die ganzen Zauberkarten, die ganzen Fallenkarten, die halt verboten sind, kann man so spielen. Das Problem dabei ist aber, man kann sie nur gegen Mitspieler spielen, die auch diese Liste drin haben, also auch nicht gegen NPCs, weil sonst hätte ich euch das natürlich gerne gezeigt. Aber so war es leider nicht möglich, aber ihr seht es mal im Überblick, was ich mir da zusammengestellt habe, um es einmal zu testen. Ja, sicher sehr crazy, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Weil ich meine, ich habe da alles mögliche zusammengemischt und so. Lichtmonster, Finsternismonster für die ganzen Chaosbeschwörungen. Sieht zwar schön und gut aus, aber ja, ein richtiges Profi-Deck ist es garantiert nicht. Auch für verbotene Verhältnisse nicht. Aber schon krass das Deck, oder? Mit den ganzen Zauberkarten noch, die verboten sind und so. Alter Schwede, die fallen kann natürlich auch, obwohl, gut, dass eigentlich nur der Crash-Card-Virus wirklich verboten war. Der Rest war limitiert oder halb limitiert oder sogar Common, also halt, sprich dreimal verfügbar. Von dem her eigentlich auch nichts Spezielles. Oh, Raigeki ist also eine Heavy-Karte. Alle gegnerischen Monster platt machen. Hier auch der Harbin Flederwisch oder Harbin Wedel, wie man auch im Anime ausdrückt. Um einfach alle Zauber- und Fallenkarten nur vom gegnerischen Feld zu entfernen. Auch eine recht starke und coole Karte. Und vor allem erst der Crash-Card-Virus, mit dem kannst du oder konntest du vor allem das ganze Feld und vor allem halt den Gegner richtig leer räumen. Hier noch den Ultradrachen, der halt vor allem mit dem Cybercrook gespielt wird. War damals auch noch sehr bekannt, so als OTK-Crash-Runde, also sprich ein One-Turn-Kill. Weil man dann noch mit Metamorphose und so, kann man den noch auf 9000 Punkte aufleveln und das war natürlich schon, wenn der Gegner keine Karten mehr auf dem Feld hat, ziemlich das Ende in der Regel. Außer natürlich, man hatte so wie ich noch ein Kuribo auf der Hand. Haha, da hat sich der Gegner immer aufgeregt, hey. Das kann ich euch erzählen. Mit Kuribo auf der Hand, da kannst du jeden Gegner nerven. Oh ja. Und meistens auch dich selbst, weil es eine totale Deep-Draw-Gefahr ist. Was steht der offizielle Veranstaltung? Das Dual Experiment, das für 0 Tage gültig ist, ja logisch. Wir sehen noch der 30. September. Das heißt, okay, was, erst 2 Uhr morgens läuft es ab? Okay, dann könnte ich theoretisch noch etwa 2,5 Stunden spielen, aber komm, jetzt hat er schon genug, jetzt nochmal eine Folge ranzeigen und so. Weil jetzt hier online findest du sowieso keinen Mitspieler mehr, das heißt irgendwie doch noch einen anderen, kein NPC, sondern einen richtigen Mitspieler zu suchen im Web. Ist jetzt mittlerweile doch richtig schwierig geworden. Tja, leider. Was kann man sonst erzählen? Blocklist sollte eigentlich selbst erklären, was das sein sollte. Ja, da gibt es sonst was zu sagen. Blockliste, eigentlich nicht, oder? Booster Pass, genau, hier konntet ihr die Booster Pass Codes eingeben. Die hatten bei der deutschen Version die immer einen bestimmten Anfangsteil, der sich immer wiederholt hat.
Der war bei allen Karten gleich und dann halt bekam man immer 30 Punkte dazu, außer wenn man dann noch irgendwie was von SMS, gab es da auch noch damals noch, oder per Kreditkarte von der Webseite runterladen, dann gab es glaube ich jeweils 120 Punkte sogar dazu. Also doch relativ viel. Aber ja, hast halt auch mal schnell ein paar Dutzend Euro oder halt in meinem Fall Schweizer Franken ausgegeben, und ob das wirklich immer so eine kluge Wahl war, naja, also man hat sich schon oftmals darüber aufgeregt, dass halt am Schluss dann, man hatte zwar einen Haufen Karten, sprich halt schon etwa um die, mal kurz überlegen, 120, das gibt 6, ne Moment mal, das wären 12, 5, das gibt 60. Wären also, wenn ich das richtig gerechnet habe, ja. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, wären es 60 Karten gewesen, die man da bekommen hat für 120. Klingt ja schön und gut, aber ja, eben 120 Karten, davon vielleicht eine davon selten. Und man hat trotzdem so viel Geld ausgegeben, also da, ja, ist man natürlich schon ein bisschen vorsichtig, oder? Ne, Moment, was habe ich jetzt gerade ausgerechnet? Nochmal kurz nachrechnen. 120 bekommt man 120 Booster Pass Points. Ich habe 30 bekomme ich sonst. Das gibt für 2 Dual Packs. Das heißt also doch 6. Weil 120 durch 30. Doch, das stimmt. 4. Hä? Moment, nee. Jetzt bin ich verwirrt. Dann sind sie doch 4. 34 gleich 120. Mensch. Ich kann nicht mehr rechnen. Hilfe, ich bin schon zu ermüdet. Doch, stimmt ja. 30 sind 4 mal, das heißt 8 mal, 8 mal 5 sind 40. Also doch 40 Karten gab es, nicht 60, sondern 40 Karten halt. Davon halt vielleicht eine selten, also ja. Ich hatte da leider nie so richtig wirklich Glück und von daher war da Frustration leider oftmals angemessen oder halt der ständige Begleiter. Vor allem jetzt halt, wie auch schon erwähnt, hier bei Yu-Gi-Oh! Online 3 Duel Calculator. Bei Yu-Gi-Oh! Online 2 war es noch nicht der Fall, da war es noch ein bisschen billiger. Da haben zwar die Duelle selbst noch gekostet, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber dafür waren auch die Duelle spannender, prickelnder und auch die ganze Interaktion mit anderen Charakteren war um einiges besser. So, liebe Freunde, und damit ist halt Yu-Gi-Oh! Online 3 bzw. Duel Calculator endgültig vorbei. Ich habe euch, soweit ich weiß, alles gezeigt. Alles Interessante, alles nicht so Interessante, alles Nervige, alles Gute, alles Negative, bla bla bla. Und ihr konntet euch hoffentlich eine eigene Meinung über das Spiel bilden. Leider könnt ihr es mittlerweile nicht mehr zocken. Also, ja doch, vielleicht noch 2 Stunden, aber es ist leider nicht mehr so viel. Und der Service geht down und damit auch eine Ära, weil Yu-Gi-Oh! Online von Nummer 1, also Version 1 bis Version 3 jetzt, war schon, ja, würde schon so etwas sagen, seit etwa 10 Jahren online. Gut, bald 10 Jahre, da waren es doch nur 8 Jahre. Jedenfalls eine lange Zeit, das war sogar noch zur Zeit von der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel, die damals noch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Also noch nichts von GX und 5Ds. Deshalb schon eine lange Zeit, wo noch die erste Version online ging, mit den ersten Duellen, dann noch ganz simpel, nur über, ja, halt ohne interagierende Figuren und so, ohne Avatare, die man da bilden konnte. Das war noch Zeiten halt nachher mit Yu-Gi-Oh! Online 2, wo dann alles gerissen hat, sprich, da kann man wirklich in der Stadt umher laufen mit dem einen Charakter und auch mit anderen Figuren interagieren und, da war alles noch so viel besser. Man hatte noch, wie halt auch damals bei der Serie, bei der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! GX, konnte man auch zu unterschiedlichen Häusern wechseln und so, und das ist natürlich auch sehr gut und natürlich auch dementsprechend halt auch mit anderen NPCs, aber auch sonstigen Charakteren, Worte wechseln, interagieren. Ach ja, das waren noch Zeiten. Jetzt leider ist es endgültig vorbei und deshalb komme ich auch mal zum Schluss. Ich hoffe, euch hat das Let's Play trotz allem gefallen. Natürlich das Gesamte ist zwar nur mit 14 Folgen mittlerweile abgeschlossen. Ich hatte jetzt zwar noch gehofft, es könnte vielleicht auf 20 oder 30 Folgen erhöhen, aber das hat mir leider die Zeit nicht mehr zugelassen und dass dann halt am Schluss doch noch so abrupt geendet hat, fand ich natürlich auch schade, aber ja. Alles gut, hat irgendwann mal ein Ende, nicht wahr? Und jetzt ist halt das Ende von diesem Spiel gekommen. Wie es weitergeht bei Yu-Gi-Oh! Online, bin noch am Schauen, es gibt da ein paar Alternativen, zum Beispiel gibt es noch irgendwie Yu-Gi-Oh! Dueling Networks. Soll zwar ein Browserspiel sein, von dem her bezüglich Aufnahme ein bisschen mühsam halt für mich. Dann müsste ich mit Camtasia aufnehmen, statt mit Fraps oder Dextory. Oder Dextory kann man ja aussprechen, wie man möchte.
Genau, die andere Variante wäre noch Yu-Gi-Oh! Pro, soll auch so ein, bin zwar jetzt noch ganz sicher, dass es ein Browser-Spiel ist oder ein Desktop, also normal halt zu installierendes Spiel für den PC. Müssen mal mich informieren, soll aber ähnlich sein wie bei Yu-Gi-Oh! Dueling Network, sprich einfach nur duellieren und ohne interagieren und so. Einfach ganz simples Duellieren. Was ja auch ganz schön sein kann, muss nicht immer so eine High-End-Grafik sein. High-End, da kriegt mal Aufwand mit eben, wie gesagt, interagierenden Figuren und so weiter und so fort. Muss natürlich nicht immer sein. Was auch eine Variante wäre, ist natürlich auch Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards für die Nintendo Wii-Konsole. Das Spiel besitze ich auch schon, war ursprünglich geplant, dass er das ganze Spiel noch Let's Playen, also sprich Blind Let's Playen. Aber jetzt mittlerweile denke ich schon daran, ob ich es nicht vielleicht schon vorab mal durchzocken soll. Nicht durchzocken soll. Genau, durchspielen soll und dann könnte man es auch als Online-Spiel, also Online-Let's Play halt zuerst starten und später dann auch, sobald es mal wieder die Zeit zulässt, wenn ich wieder mal weniger Projekte habe und ihr auch Interesse daran habt und so weiter und so fort, ich weiß, die Liste ist ellenlang, dann wäre natürlich auch eine Variante, das ganze Spiel mit Sam-Story-Modus etc. ganz normal zu Let's Playen. Das sind zumindest meine Vorschläge. Ich hoffe, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, dass euch das ganze Let's Play gefallen hat. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, euer Feedback, wie auch immer. Ihr kennt das ja mit Kommentare, Bewertungen, Daumen hoch, Daumen runter, wie es euch gefällt. Und in diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, es ist Zeit für ein Duell. Yu-Gi-Oh!